Ja, grüß euch beieinander und einen Sackisch Gurden. Zum zweiten Mal am heutigen Tag, es dauert nicht ganz so lang. Ich habe jetzt bloß gerade vorhin noch gesehen, der liebe Ranger hat noch eine Zusammenfassung von dieser ganzen Chose hochgeladen, die dauert 11 Minuten insgesamt. Ich bin ein bisschen durchgeskippt und habe dabei festgestellt, das, was am Anfang gestreamt wurde, was bei dem ersten, bei der Streamaufnahme nicht dabei war, die Zusammenfassung dauert ungefähr 5 Minuten. Das schauen wir uns geschwind an. Wäre eine kurze Sache und dann, sagen wir Gucci. Stadtgrund. Bin in der Gemeinde gewesen in Neustadt. Bin im Landratsamt gewesen in Neustadt. War beim Jobcenter in Neustadt. Bin wieder zum Landratsamt zurück und die hatten mich dann kurz nach 12 zurückgeschickt zur Gemeinde, die natürlich am Freitag dicht ist. Was soll mir jetzt dazu sagen? Ja, die hätten mal besser ihren Jobcenter machen sollen. Also Fakt ist jetzt, ich schütze mir gerade den Arsch ab. Ich war jetzt zuletzt bei Polizei gerade eben. Die sagen, die können mir auch nicht helfen. Bischof, Polizei. Fakt ist, ich werde wohl heute nach draußen pendeln. Ja, mei, du armes Haschall. Du tust mir so fürchterlich leid. Dann schlaf draußen. Sagst du, jede Nacht, die du draußen schläfst, hast du dir selber eingebrockt und ich hoffe, dass irgendwann einmal der Groschen fällt. Dass du irgendwann in der Nacht aufwachst und dir den Arsch abfrierst und dir denkst, scheiße, ich muss was an meinem Leben ändern. Was hab ich nur getan? Gemeinde, Landratsamt, Jobcenter, Polizei, keinerlei Hilfe, keinerlei Unterstützung, keinerlei Möglichkeiten. Doch, Rainer, doch. Die haben dir eine Obdachlosenunterkunft angeboten. Und die haben dir Geld gegeben für Hotels, als du gesagt hast, ne, Obdachlosenunterkunft ist Etzertler unter meiner Würde. War jetzt, wie gesagt, in einem Hotel. Das Allee Hotel ist eigentlich ein super Hotel gewesen, aber die Hater mussten natürlich auf dieses Hotel losgehen, obwohl ich habe nicht einmal mitbekommen, dass die auf das Hotel losgegangen sind. Das ist das Interessante an der Sache. Vielleicht, ist jetzt mal ganz hypothetisch, Rainer, vielleicht lag es dann an dir, dass die dich da nicht mehr haben wollten. Weil ich kann mir nämlich gut vorstellen, was du für ein Gast in einem Hotel bist. Du hockst da rein hier, hockst dich dahin, Lord Korea-Style, maulst die Leute an wahrscheinlich, am Empfang, wahrscheinlich beim Frühstück, du wirst die ganze Zeit die Leute anmaulen, wirst wahrscheinlich das Zimmer in einem desolaten Zustand hinterlassen haben, sondersgleichen, dass die Reinigungskräfte gesagt haben, es tut uns fürchterlich leid, aber nachdem der da drin war, brauchen wir 3-mal so lang zum Saubermachen. Ich weiß nicht, was du da drin gemacht hast. Ich weiß nicht. Betten sind kaputt, weil sie für Elefantenbabys nicht ausgelegt sind. Die Handtücher wirst du zum Arschabwischen genommen haben. Nach dem Kackduschen. Ne. Ja, kann ich mir gut vorstellen, schöne weiße Handtücher mit so richtig fette Bremsstreifen drauf. Und dann, wenn irgendwann gesagt haben, hier, den möchte gern Diktator, den wollen wir hier nicht mehr. Weil es ist schon richtig. Hater-Aktionen hättest du wahrscheinlich mitbekommen. Was ich mitbekommen habe, ist, dass das Hotel, ich war 4 Tage in diesem Hotel und die haben gesagt, ja, pass mal auf. Gesagt gehabt. Also dann habe ich dann noch irgendwann ein anderes Mal angerufen und wollte dann noch mal ein paar Tage unterkommen. Und dann hieß es, ja, ich komme da auch nicht unter, weil, ja, die sind einfach der Meinung, ich soll da nicht mehr kommen. So. Mehr wurde mir gar nicht gesagt. Ich gehe jetzt inzwischen davon aus, dass die Hater da wieder Stress gemacht haben, obwohl ich das überhaupt nicht mitbekommen habe. Siehst, merkst was? Könnte auch an dir liegen. Wie gesagt, ich möchte nicht ausschließen, dass da Hater-Aktionen passiert sind. Ich habe da überhaupt keine IQ, ich bin in diesen Telegram-Gruppen nicht drin. Ich kriege das alles immer zweiter Hand, entweder über den Discord oder über den Ofi. Aber, kann gut sein, dass du da dran mal wieder selber schuld bist. Ja, es ist jetzt ein Fakt, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ich weiß nicht, Hey, das ist ausnahmsweise mal nicht gelogen, nachdem Fakt gekommen ist. wo ich heute Nacht schlafen soll. Ich weiß nicht, Du bist schon da. Rainer, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Brauchst du bloß auf Seiten legen und Pubu machen. wen ich ansprechen soll. Die Gemeinde schiebt mich weg, das Landratsamt schiebt mich weg, die Gemeinde Emskirchen schiebt mich weg. Jeder will irgendwie mich nirgendwo unterbringen, aber jeder will irgendwie die Schuld auf andere schieben. Rainer, du schiebst immer die Schuld auf andere.
Du hast dein ganzes Leben lang die Schuld auf andere geschoben. Dass die in der Schule keiner leiden konnte, daran die anderen dran schuld. Dass die Schanze jetzt weg ist, da sind die anderen dran schuld. Dass deine Autos kaputt waren, die anderen sind dran schuld. Dass dein Führerschein weg ist, alles sind immer die anderen dran schuld. Rainer, du hast dir ein Denkmal des Versagens gebaut. Es nennt sich dein Lebenslauf. Und in jedem Kapitel steht drin, und da hat Rainer Scheiße gebaut und es ist schlimmer geworden. Wie es halt schon immer der Fall war, ne? Also man schiebt ja immer gerne die Schuld auf andere. Ja, du schiebst immer die Schuld auf andere. Der macht mich schon wieder matt. Ich habe immer die Schuld auf mich genommen, was... Halt! Ruhig. Auf den Blutdruck aufpassen. Hilft nichts, wenn es mir jetzt da vom Stangerl lasst. Alter, du hast bitte was? Du hast immer die Schuld auf dich genommen? Hast du einen Arsch offen? In diesem selben Stream, später Zukunftsrainer von in 10 Minuten, erklärt, warum er nicht an allem schuld ist und warum die Hater an allem schuld sind. Und die Gemeinde an allem schuld ist und die Führerscheinbehörde und das Landratsamt und das Jobcenter und die Polizei, die ihm alle sind immer schuld. Nur er nicht. Und jetzt, hier setzt er sich noch kurz davor hin und sagt, hey, ich habe die Schuld auf mich genommen. Was ich selbst angestellt habe, die Videos und die Streams, schwitzt mir gerade auch noch den Arsch ab, weil ich jetzt da wieder... Rainer, ich habe es vorhin schon gesagt, du kannst es dir leisten, dir den einen oder anderen Arsch abfrieren zu lassen. Du hast genug davon. Übelst rumgeeiert bin und weiß beim besten Willen nicht, was ich jetzt machen soll. Unterbringung ist nicht gegeben. Ja, wir betteln noch offensichtlicher darum, dass vielleicht irgendjemand sich erbarmt und dich aufnimmt. Ich habe jetzt lange Zeit auch mich auf YouTube und auf TikTok und auf Instagram und überall eigentlich ruhig verhalten. Ja, natürlich hast du dich auf YouTube und auf TikTok und auf Instagram und überall ruhig verhalten, weil du gebannt wurdest. Du hattest keine Chance, irgendwas zu machen. Sie haben dir alles weggemeddelt. Ja, du hast dann erst wieder einen TikTok-Account gemacht. Aber auf YouTube wirst du dich auch weiterhin ruhig verhalten, weil du diesen Account nie im Leben wiederbekommst. Aber Fakt ist, die Gemeinde und das Landratsamt, ich habe aktuell wieder ein bisschen Geld. Woher spielt keine Rolle? Ja, woher spielt keine Rolle? Wir wissen woher. Das hat dir die Gemeinde nämlich in die Hand gedrückt. So viel zum Thema keinerlei Unterstützung. Hier die Frau irgendwas Specht, die hat dir die Kohlen gegeben. Weil sie gesagt hat, weil du nicht gehen wolltest, weil du die genervt hast und gesagt, ich gehe nicht in die Obdachlosenunterkunft, gibt's mir jetzt eine Wohnung, jetzt hat la. Dann hat die dir aber Mark in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, schlaf im Hotel, aber geh mir bitte nicht weiter auf den Sack. Und das ist die Kohle. Und dann bist du mit der Kohle ins Tattoo-Studio gelaufen. Oh, ihr habt wieder Geld, stecht's mal hier irgendwie den Namen von der Musikproduktionsfirma auf den Unterarm, du Depp. Aber Fakt ist auf jeden Fall, also woher es kommt, spielt eine Rolle fürs Landratsamt, fürs Jobcenter und so weiter und die wissen auch, was Sache ist. Ja, die wissen, was Sache ist, weil du es von denen bekommen hast. Aber Fakt ist, ich habe jetzt aktuell ein bisschen Kohle, aber ich kann nichts damit anfangen. Ich habe jetzt mehrere Hotels angerufen. In Bad Windsheim bin ich von A nach B durch mittlerweile, weil ich ja eben nirgendwo mehr aufgenommen werde. Ich werde auch nirgendwo mehr... Rainer, ist dir die Idee gekommen, dass du vielleicht irgendwie in eine Pension gehst? Muss es denn ein Hotel sein? Muss der Service da so? Ja? Du kannst ja was... Oh je, hey, da Katzen sind am Schlüssel. Du kannst ja auch ein bisschen kleinere Brötchen backen. Es muss ein Hotel sein. Ja? Wo Personal ist, was man anmaulen kann. Die Gemeinde meint, sie müsste mich aus dem Landkreis verdrängen, oder das Landratsamt. Erstens meinen die das nicht so und zweitens, wenn sie es meinen würden, würde es einer nicht verdenken. Ganz ehrlich, nach dem, was die letzten 10 Jahre mit dir durchgemacht haben, dass die sagen, hey, schau mal bloß, dass wir den weiterbringen. Wir machen es jetzt eben da so ungemütlich wie möglich, damit er sich schleicht. Ich sitze hier ein paar Meter neben der Polizei. Also die Polizei ist da. Ja, das ist die Polizei. Es ist lustig, wie er es mehrfach immer erwähnt in diesem Stream. Das war das erste Mal. Das haben wir in der ersten Aufnahme nicht gesehen. Aber in der Aufnahme, die ich heute Morgen gemacht habe, sagt das ja nochmal. Hier ist die Polizei direkt um die Ecke. Da vorne im Übrigen ist, wo der Ranger gestanden hat. Er setzte gegenüber von der Polizei, damit er seinen Stream machen kann, dass für den Fall, dass Hater kommen, dass er dann sofort zur Polizei wongeln kann und sagen, hier, da sind sie, da sind sie, da sind sie.
hier, Mami, die waren gemein zu mir. Der blaue Balken da. Die Hater werden sich natürlich in den Arsch ablachen, weil das natürlich wieder genau das ist, was sie wollten. Ich sitze immer noch hier, ich werde mich nach wie vor nicht unterkriegen lassen, ich werde nach wie vor nicht untergehen. Wie viel tiefer willst du denn noch sinken? Ich lass mich nicht unterkriegen. Wie viel tiefer soll es noch gehen? Schlafmöglichkeiten, es wird kalt, es ist der Winter gekommen. Wenn ich jetzt auch noch, Fakt ist ja auch... Erstens ist Herbst, ja. Der Winter ist nur ein wenig weg. Übertreiben wir mal nicht. Wenn ich jetzt noch krank werde, aufgrund von unterlassener Hilfeleistung oder sonst was. Unterlassener Hilfeleistung jetzt. Oh jeder. Ja, hier, das ist so Unverschämtheit, die helfen mir alle nicht. Wenn ich halt krank werde, dann verklage ich die Erzadler wegen unterlassener Hilfe. Halt dein Maul. Rainer, du hast dich sehenden Auges in die Obdachlosigkeit manövriert und jetzt bist du der Meinung, alle Leute müssten das Popöchen pudern. Funktioniert so nicht, Rainer. Weil ich halt nicht irgendwo unterkomme. Ja, dann geht's auch noch richtig ab. Aber Geld für ein Tattoo. Ich habe gerade wortwörtlich gesagt, dass ich Geld habe. Ja, richtig, Rainer. Richtig. Du hast gesagt, dass du Geld hast. Woher spielt keine Rolle. Verdient hast du es nicht. Hast du es halt wieder gekriegt. Ja, von irgendeinem Deppen. Und dann, ist das Erste, was du machst, ist für ein Tattoo rausblasen. Und das ist halt unter aller Arsch. Es ist halt unter aller Arsch. Es ist genau die Scheiße, die du die letzten 10 Jahre abgezogen hast, weswegen dich alle Leute so hassen. Ja, du setzt dich seit 10 Jahren ins Internet und bettelst um Kohle. Oh, ich brauche Unterstützung hier, ich brauche Unterstützung da, und dann schmeißt du die Kohle für irgendeinen nutzlosen Scheißdreck aus dem Fenster. Ja, und wie gesagt, ich bin auch stark tätowiert. Aber wenn ich es mir gerade zur Zeit nicht leisten kann, dann lasse ich mich nicht tätowieren. Fertig, Bums, aus, Nikolaus. ich habe ein Tattoo mir machen lassen, weil ich eben gerade Geld habe. Ja, das ist genauso, ich habe mir den Ranger gekauft, weil ich ihn mir verdammt nochmal leisten kann. Da konntest du ihn nämlich auch schon nicht leisten, weil du hattest keine Wohnung und du warst kurz davor, aus der Schanze zu fliegen. Ja, da wäre es sinnvoller gewesen, diese 40.000 Euro zu nehmen und zu sagen, hier, ich habe jede Menge Geld, ich zahle euch im Notfall, damit ihr mich nehmt, auch eine höhere Mietkaution. Ja. Bitte nur, dass ihr ein Dach überm Kopf habt. Das wäre schlau gewesen. Du Brunzbiesel, bläder Fettbeitel. Wo ist das Problem? Sehe ich nicht. Das ist genau das Problem, dass du das Problem nie siehst. Das war schon immer das Problem. Mit deine Schweinsäuglein, mit deine Kreisligen. Hast du das Problem noch nie gesehen? Das Geile ist, ich habe jetzt in einer Nachtunterkunft, wo man mit Kreditkarte bezahlt, habe ich jetzt eine Unterkunft gekriegt. Da haben mich ein paar Vollidioten gesehen, die mich wieder belästigt haben, mich wieder angegriffen haben, mich wieder gefilmt haben. Niemand hat dich angegriffen, Rainer. Dazu kommt übrigens bei Gelegenheit auch noch was Neues dann für euch. Es ist im Moment so... Ja, schön, bitte. Wenn die dich angegriffen haben, dann bring was. Dann bring einen Beweis. Ich will's sehen. Wer dich da angegriffen hat, wie, warum sie sich angegriffen haben. Ich will den medizinischen Bericht aus dem Krankenhaus sehen. Herr Winkler hat die und die Verletzungen durch das und das erlitten. Ansonsten sag ich Lülülü. So, dass ich eine Straftat nach der anderen begehst, angekreidet bekomme, obwohl ich gar nichts mache. Es ist ja, gar nicht gemacht, gar nicht. Das gleiche Spiel wie immer, nur ohne Es ist das gleiche Spiel wie immer, nur ohne Schanze, wirst du sagen? Haus. Ja. Es ist das gleiche Spiel wie immer, nur ohne Schanze. Merkst du es, Rainer? Merkst du es? Es sind jetzt Leute hier gerade, die hier rumschreien und belästigen und beleidigen. Rainer, du hast schon wieder den Daumen auf der Ding. Und schon wieder nur am Rumhaten sind. Ja? Ihr habt immer noch keine Ehre, ihr habt immer noch keinen Respekt. Ja? Ihr habt wie gesagt, von Ehre brauchst du nicht reden und Respekt muss man sich verdienen. Alles von mir und ich habe immer noch mehr als ihr. Zumindest wir haben überhaupt nichts von dir. Was sollen wir denn von dir haben? Außer schlechte Meinung. als die Hater. Ja? Ihr habt alles von mir bekommen. Ihr habt Was hast du denn mehr als wir? Ja, ich habe keine eigene Parkbank, das ist richtig, aber ich schlafe halt in einem Bett. In was für einer Welt lebst denn du? Du hast mehr als wir. Ich habe noch einen YouTube-Kanal. Wie lange ist fragwürdig? Wenn du mir weiter so weit zur Weißglut treibst, aber... mein Haus, ihr habt mein Grundstück, ihr habt meine... Nein, das Haus ist abgerissen, das Grundstück gehört der Gemeinde, wir haben da gar nichts davon. Das ist nämlich der Punkt, wir sind nicht schuld an deinem Zustand aktuell. Du bist derjenige. Leben, komplette Existenz. Und bin ich immer noch hier. Ich stehe immer noch aufrecht. Ich stehe immer... Nein, Rainer, du bist schon seit über 10 Jahren nicht mehr aufrecht gestanden. Jetzt reden wir mal. Ich hab das Profilbild von dir geschaut. Du schaust aus wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Noch hier und zieh mein Ding weiter durch. Warum? Weil ich besser bin als das. Weil ich das immer besser war.
Ich bin dafür verantwortlich, was da und da drüben Da ist doch wieder Cowboy-Hut. so ist. Was denn das? Und genau das ist der Grund, warum ich angezeigt wurde wegen gefährlicher Körperverletzung. Weil die Gesetze bei mir aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht gelten und weil Doch, genau, weil die Gesetze gelten, wurdest du verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Gesetze gelten nämlich auch für dich. Wenn du gefährliche Körperverletzung begehst, dann wirst du vor Gericht gestellt und dann wirst du verurteilt. Punkt. Die Gesetze gelten. Das System funktioniert. die Gesetze bei mir nicht greifen. Und das haben sie nie. Das haben sie in der Zeit nicht. Ganz ehrlich, die Gesetze, die sind bei dir sehr, sehr lasch angewendet worden. Jeder andere, der wird schon langsam im Knast sitzen bei der Scheiße, die du gebaut hast. Also, hier, Ball ganz, ganz flach halten. Wo ich mein Haus hatte, das haben sie in der Zeit nicht, wo ich mein Leben geführt habe, das haben sie nie. Die Gesetze greifen auf Erinnert dich damals, als er sein Leben geführt hat? mich nicht. Warum Die Lebensführen-Staffel? auch immer. Gebt mir mal einen realen Menschen, der hier nicht immer so eine Scheiße abzieht, ja? Hohles Gelaber. Und nein, ich bin nicht rechtsradikal oder irgendwas und ich bin auch nicht fremdenfeindlich oder ausländerfeindlich, aber wir haben Menschen, Flüchtlinge, die Unterkünfte kriegen. Ja, die klassische, ich bin kein Nazi, aber und dann dumme Nazi-Propaganda rauslassen. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Und ja, die Leute kriegen Unterkünfte, aber diese Unterkünfte, dagegen ist jede Obdachlosenunterkunft in Deutschland ein 5-Sterne-Hotel. Und da willst du ja nicht rein. Du kannst gerne in die nächstbeste Flüchtlingsunterkunft gehen und fragen, ob du da pennen kannst. Aber da bist du ganz schnell wieder draußen. Da ist nämlich nichts mit Privatsphäre. Das sind aus Containern zusammengebastelte Bumsbaracken, wo die Leute stellenweise auf engstem Raum zusammengepfercht sind. Wie in so einer Legebatterie. Ja, die Leute stellen sich das immer so, ja, die kriegen ja alles. Die kriegen das Bare Minimum zum Überleben. Ja. Das kriegen die. Und viele von denen würden gerne arbeiten wollen und dann malen unsere Bürokratie Mühlen wieder sehr, sehr langsam und dann dürfen sie es nicht. Da kommt natürlich Frust auf. Und dann passiert da Scheiße. Ja? Aber es ist hier dieses klassische, ich, der hier von hier bin, ich krieg nix. Und die da von woanders kommen, die kriegen. Du hattest alles, du hast es Vollgas gegen die Wand gefahren und zwar höchst selbst. Die haben nix, die kommen aus einem zusammengebombten Land, in dem Krieg herrscht. Wir haben nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch Auswanderer oder Einwanderer und so weiter. Alle kriegen Unterstützung so. Und ich, der mein Leben lang hier gelebt hat, der, keine Ahnung. Da kriege ich jetzt Hasslatte. Da kriege ich jetzt wirklich nur noch Hasslatte. Hier bloß weil bei denen Krieg ist. Ja, bei mir ist auch Krieg gewesen, 10 Jahre vor der Schanze. So ein Ding ist das gerade. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht fremdenfeindlich und auch die Menschen brauchen Hilfe. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir heute früh eingestiegen sind. Ja, wie gesagt, das Ganze ist hochutopisch. Ich bin froh, dass wir diesen Anfangsding noch gekriegt haben, weil das ist High-Quality-Met, was er da fabriziert hat. Es ist immer wieder nur widerlich, was er vom Stapel lässt. Vom Betteln über alle anderen sind schuld, ich habe jetzt Geld bekommen, wo das herkommt, tu nichts zur Sache. Ja. Zu Recht obdachlos. Ich habe null Mitleid mit dem Mann. Ich habe null Mitleid mit diesem Mann. Der ist genau da, wo er hingehört. Auf der Straße. Soll unter der Brücke schlafen, ist mir scheißegal. Ja, solange er es nicht einsieht, dass er selber schuld an dieser Misere ist, wird er daran nichts ändern. Weil er immer noch der Meinung ist, alle anderen haben ihm das Popöchen zu pudern und ihm seinen Arsch hinterher zu tragen. Und so funktioniert es nicht. Und wenn er von dem schiefen Ast nicht runterkommt, dann wird der Zeit seines Lebens unter der Brücke verbringen. Und das wird nicht mal lang sein dann. Okay. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Ich wünsche euch nochmal ein schönes Wochenende und mehr Love.